herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission, der Blick auf Europa am George Bach. Ich habe heute ein Sujet, den ich mit euch wollte, kurz durchwählen, das Passagierrechte, mein Rapport, den ich für einem guten Jahr gemacht habe, den auch aufgestimmt ist, wo in der Zwischenzeit aber nichts geschieht ist. Ich erkläre euch dann noch für was. Wenn ihr aber seht, Passagierrechte an der Luftfahrt, dann ist das zu diesem Zeitpunkt natürlich ein ganz sensibles Sujet. Einerseits, weil man recht, wenn die Sendung hier abgeholt wird, dann sind es recht 40 Stunden hier, dass es zu der schweren Katastrophe kommt mit dem Flieger, den über Frankreich an den französischen Alpen aufgefallen ist. Und wo man zu diesem Zeitpunkt jedenfalls noch keine Erkenntnisse haben, keine zuverlässige Erkenntnisse haben, Spekulationen, Gerüchte gehen es natürlich immer. Es sind immer Leute, die ganz sehr Bescheid wissen, was da eventuell geschehen sein kann. Darüber verlassen wir uns aber nicht. Das heißt, wir gehen von Fakten aus. Und zu diesem Zeitpunkt, wo die Sendung abgeholt wird, kann ich eben von Fakten nach gar nicht schwätzen und hat nach gar keine zuverlässliche Daten. Trotzdem, von mir aus, meine Beileidsbekundung und Familie und dafür, wenn ihr seht, hier auch am Parlament, da sind Leute, die die Bekannten haben, die aus den Regionen kommen, die mit denen mir schwer tun. Das heißt, da steht einem da direkt viel mehr noch. Das ist nicht gerade so abstrakt, wie wenn das eine Katastrophe ist, die leider immer empfehlen könnt, wie wenn das ein bisschen mehr weiter weg ist. Ich muss Ihnen aber sagen, dass insgesamt generell gesehen als die Luftfahrt aber noch immer das sicherste Verkehrsmittel, wenn ein Personenkilometer guckt, dann ist das mit Abstand sogar das sicherste Verkehrsmittel. Und das soll also auf der anderen Seite auch ein bisschen beruhigen und ein bisschen zuverlässig stimmen. Und aber muss ich mit der Welt mit Führung muss ich noch sagen, wir schaffen aber Führung und wir schaffen auch auf den Dossier Führung an Passagierrechte, also noch 14 Monate, wo gar nichts geschieht ist, wo mein Rapport mit einer großen Majorität aufgestimmt ist, als nichts geschieht. Also hängt sich unserem Löser los, auf der anderen Seite am Ministerrat, am Conseil etwas zu bewegen. Für was hat die Verordnung neu gemacht? Ich hatte das für 2 Jahre ein bisschen erklärt mit Leuten, wir alle gut wissen, Zeit geht so sehr und hat noch andere Sachen am Kopf. Die 261, eine Verordnung von 2004, hat neu gemacht, weil da eine ganze Partie Lücken, Unklarheiten, Ungereimtheiten drauf waren. Und weil das dann auch zu Interpretationsschwierigkeiten geführt hat, und weil das dann auch auf Gericht gegangen ist, wo die Gerichte müssen tranchieren. Das ist in den letzten 10 Jahren ein paar Mal der Fall gewesen. Und auch nach, die haben ganz oft zu all paar Monaten, wo man ein Gerichtsurteil könnt, wenige Verspätungen definiert, wie ist es mit dem Handgepäck und so weiter. Und das heißt, immer kommen neue Gerichtsurteile. Und wir sind am Anfang an der verrückten Situation, dass eigentlich Gericht die Legislation, also die Gesetzgebung, möchte und nicht mehr als Gesetzgeber. Das ist wie gesagt, eine verrückte Situation, die nicht gut ist. Gericht ist da für Gesetz zu interpretieren, aber nicht für eine Jurisprudenz zu erstellen, die uns dann als neue Gesetze denkt. Das führt dazu, dass man so sehr wie möglich, und das ist auch eine Erkenntnis am Rat, für aber trotzdem Führung zu schaffen. Ihr wisst, wenn ihr verhandelt, dann muss ihr einen Verhandlungspartner haben. Das heißt, das tue ich im Moment nicht. Ich habe am Parlament eine Meinung, die Kommission macht eine Proposition, wir machen uns eine Meinung dazu, wir haben einen Rapport, der mit einer großen Majorität, wie gesagt, aufgestimmt ist. Und das ist die Position von uns, vom Parlament, und wir gehen gerne an Verhandlungen antreten, aber da ist noch gar kein genereller Approach. Das heißt, da wissen wir noch gar nicht, was die einzelnen Memberstaaten wollen. Es geht ein bisschen quer durch die Gärte, verschiedene Sujets, da sind die einen ein bisschen mehr dafür, die anderen ein bisschen mehr dafür. Wir hören heute, dass Spanien ganz stark Passagierrechte wollen respektieren, oder ein bisschen wollen pushen. Wir hören heute, dass Deutschland zurückhalten, das sind aber alles nicht mehr so Rümmern, nicht Rümmern, das sind so Erkenntnisse, die wir kriegen aus dem Conseil, wo wir aber nicht genau wissen. Und wir wollen auch nicht, ob die Spekulationen wollen angehen. Wir wollen ein Verhandlungsresultat, wir wollen, dass der Conseil eine Meinung hat, dass wir können mit unserer Meinung an Verhandlungen antreten, dass wir da endlich Diskussionen, Negoziationen, dass die endlich stattfinden. Das große Problem, das immer vorgeschoben wird, das sind nicht die Einzelpunkte, wo man mit Sicherheit auch diskutieren könnte. Das heißt Verspätungen, Annullierungen,
Betreiung, Kompensationen, wat Versprechungen können, wat kriten einzelnen Passagier, wenig krite wert. Das sind alles Punkte, wo man eng Meinung haben, wo man gerne verhandeln. Auch sos, wo kann in seine Rechte abkloen bei den nationalen Durchsetzungsbehörden an und das heißt, für die mich stark zu machen, für uns zu hängen, für die Information und den Passagier auch mich stark zu machen, für Transparenz, weil im Moment ist praktisch keine Transparenz durch den Passagier, also bis den Airlines ausgeliefert. Das heißt, von die so und das sind extraordinäre Umstände, dann wird der Passagier dazu leben, was so nicht wären technische Probleme, dann wird der Passagier der ein bisschen zu leben. Ich kann das nicht selber prüfen, ich kann das nicht selber abklären, weil, wie gesagt, die nötigen Informationen gehen ihm vorgehalten. Und das sind alles Punkte, wo ich an meinem Rapport ganz stark darauf gesagt habe, ganz richtig stark darauf gesagt habe, dass der Passagier da mehr Informationen kriegt, für auch sein Recht können besser anzuklären. Wie gesagt, auf der anderen Seite werden wir op de Rot an de Rot huet de Problem Gibraltar. Gibraltar ass vielleicht loof de meeschte vun ich net am Sinn vun Passagierrechte e Begriff. Di wisst Gibraltar wo das ganz klengen winzesche Punkt op der Weltkart. Me do spielt sich de moment eng politisch Lach, die sich dort hochspëtzt. Und für uns als Parlament wäre es ganz klar, dass Passagierrechte überall in Europa müssen zählen, und auch Flughafen Gibraltar. Der Rat gesagt hat nicht so, der Rat hat Probleme, weil, wie gesagt, über den Territoire Gibraltar wird gestritten zwischen den Spaniern und den Engländern. Es ist so, dass wir eine Vereinbarung hatten von 1987, wie Spanien an die EU angetreten ist, wo sie sich einig sind, für sich darunter zu halten. Das weiter darauf geschafft ging, dass auch ein Aufkommen aus 2006 gemacht ging, wo ganz konkret über Hoheitsrechte, nicht nur Flughafen, sondern auch andere Bereiche, ganz klar ein Aufkommen getroffen ging, wo auch mehr finanziell Mittel sollten da an Gibraltar investiert gehen, an den Flughafen, an die Installationen. An lo gesagt, lo zieht Spanien sich zurück von dem Cordoba-Aufkommen von 2006, für zu sagen, wir sind nicht mit d'accord. Gibraltar nutzt das aus, das Aufkommen, den Akkord, für mehr Souveränitätsrechte zu kriegen. Und das wollen Spanier nicht. Und dadurch haben die den Streit vom Zaun gebracht, Streit mit den Engländern. Und wie gesagt, der Streit spielt sich auf einem ganz hohen politischen Level auf. Da sind wir als Transport eigentlich wir nicht die nötigen Mittel, für da zu intervenieren, für da etwas dazu beizutragen. Das heißt, wenn ihr seht, hohe Level, dann ist der politisch unter den Verantwortlichen von den zwei Ländern. Wenn ihr da weiß, dass an Großbritannien Wahlen sind, Ende des Jahres an Spanien Wahlen sind, da könnt ihr euch vorstellen, dass an dem Jahr kein bereit ist oder kein Armee ist, für da überhaupt Decisionen zu holen. Und das ist das, was wir ein bisschen fährten, dass das Jahr, was schon rüber ist, dass nichts geschieht, das Jahr, was könnt, möglicherweise auch nichts geschieht. Und dadurch als Aufforderung trotzdem und Memberstaaten für zu sagen, da kommen Klammern Gibraltar, da kommen Klammern das aus, und wir schaffen aber auf den anderen Punkten alle gut. Und das ist bei den lettischen Kollegen, die Präsidenten in der Stadt, nicht auf die Ohren gestoßen, au contraire, die schaffen darauf. Und ich hoffe natürlich auch, und ich meine noch eine Aufforderung, dass als Lützeburgische Regierung, die die Vorsätze verhält, am zweiten Semester, an der zweiten Halbzeit, dass auch die weiter darauf schaffen, auf dem Dossier, zusammen mit den Holländern, die noch kommen, dass wir wirklich auch weiterkommen an dem Passagierrecht dafür, an der Luftfahrt. Für, wie gesagt, den Passagier, den Bürger an Europa ein Stück für seine Rechte mehr deutlich zu machen. Wir fordern nicht mehr Rechte, aber wir fordern die Rechte, dass die klar sind, dass sie transparent sind, dass die Informationen dann noch das Recht hat, das anzuklären, dass die Meier noch hat, für das anzuklären. Das ist ganz kurz zum Bericht, weil aber viele Leute mich gefragt haben, wie steht es eigentlich mit dem Bericht über Passagierrechte. Soweit hier von Brüssel. Ich wünsche Ihnen, wie gesagt, eine schöne Ostervakanz. Wir melden uns zwar auch an der Ostervakanz von hier. Wir haben just die Purde, wo wir hier Vakanz machen. Aber für den einen oder anderen wird das ein bisschen wie eine Flottvakanz gehen, früher gehen. Und ich sage, ich merci nach für das Nachgucken.